Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und wir sind hier Terp, ich glaube, ein bisschen abgelockert und haben hier auch mit verteilt miteinander. Und das ist schön, wenn wir Terp kommen und Gott loben können, Gott anbeten können. Das immer war, glaube ich, eine gute Zeit, wo wir rüberkommen können in uns Leben und einfach einander stehen und loszulassen von uns selbst und uns konzentrieren einfach auf dort, wer Gott ist und was Gott für uns tut. Und du lädst wie von der von heute an, dass die einfach diese Zeit united kennen, die Utstreichen kennen haben, oh Gott. Und wir wünschen einfach, dass der Friede Gottes mit uns ist. Ich lese uns zu Anfang ein Passage aus den Psalmen. Psalm 9, da heute das steht. Ich danke dir mit meinem ganzen Hart und wo von all deine Wunderworte rede. Ich will mich freien und dient halber froh sein. Ich sing deine Namen te loven, du Allheister. Und das ist uns Gebet, dass wir können einfach diese Dote, was Gott immer wieder für uns Menschen tut, rütheben und bekennen. Und wir laden ihn an, mit uns zu singen. Du bist Gott. Vielleicht bist du von der hier und die fällt nicht gerade was bei, für was du Gott danken kannst. Und das darfst du nicht gerade tun. Sei Gott einfach Dankeschön für das, was du gerade nicht am Hort hast. Größer Gott, wie lobe dich, wie
Ja, grote Allmächtiger Gott, von dir Dank, wie dir einfach du dass du hier bist. Und du dass wir zu jeder Zeit und in jedem Land und mit jeder Sprache und mit jedem Volk, mit jeder Nation auf diesem Erdball nur die Röpe kennen. Und du hier standst. Und wir danken dir von dir einfach du Du bist so gut zu uns. Und wir können dann auch singen, in die ist mein Leben, in die all meine Kraft und auch all meine Hoffnung. Wunderbar, dort zu singen. Und wir sind nu sogar bei einer Geschichte für die Kinder. Ich habe eine Zeit verjüngt. Bitte schön. Hallo Tinja. Ich darf Ihnen von der eine Geschichte vertellen. Mein Name ist Frau Elfriede Niefeld. Und dort wird ich hier von der vertellen, das sind wahre Geschichten. Bärbel sitzt ganz allein auf dem Schulhof hinter einem Baum und hielt. Groß als sie zu Paus ging mit ihr Eten, door de andere Mädchen. Du hand wo sie auch immer weer, dann stünde der andere ab und ging weg und sagte, wie will ich mal mit die Tipps sind, du bist gar nicht mehr unsere Freundin. Wo doch, Bärbel, was passiert? Warum will ihr nicht mit mir Tipps sein? Was soll sie nur, so ging einfach weg, sei wie so traurig, sie saß sich in einem Baum an und hielt. Dann wieder der Peter. Wir waren gerade Stunde, die Pause war vorbei und die Lehrerin fing an zu unterrichten. Aber der Peter, der kann nicht behören, was die Lehrerin sagt. Er muss bloß immer an das denken, was sein bester Freund in der Pause vertelt hat. Er war ins Hartbad von der gedacht, dass das sein bester Freund war. Der hatte der andere Kinder gesagt, von der eine Probe, eine 4 Stunden, hat der Peter aufgeschrieben. Das stimmt ja gar nicht. Niemals würde er selber tun. Er hat gelehrt. Warum seht ihr dort? Da dreht sie an Peter seinen Kopf rum. Peter wusste mit nichts anzufangen.
dort wir am Säuer schwor. Und dann wird noch die Claudia. Claudia wie ein Säuer liebet Mädchen. Freundlich, aber gewöhnlich Säuer still. Sie trüht sich meist niemals was zu sagen. Und auch nicht am Unrecht. Firken, wenn die Lehrerin irgendwas früh, dann wisst sie dort, aber sie trüht sich nicht zu reden. Und wie wir kriegt, war da am Schluss von einem Semester, dann hat sie Erzeugnis mit dem Haus genommen. Dann las du hin so ein Erzeugnis. Da stand, das wird so ja Fan sein, wenn Claudia am Unrecht ein bisschen mehr mitarbeiten wird, wenn die auch mal was sagen wird. Ach, war das doch, Claudia. Ich würde ja gar wel, aber einmal, als ich krieg auch was sehe, dann wird das noch falsch. Und ich habe immer so sehr Angst, dass was falsch sein, wenn ich was sage. Deswegen traue ich mir auch meist niemals was zu sagen. Dann sehe ich lieber still. Und dann hast du noch die Udo. Weißt du, die Udo? Die kriegt immer so ein bisschen von Uni. Haben die Hand bestimmt auch einmal so eine Kinder gesehen, was jeden so von Uni kriegt, auch große Menschen, nicht so? Aber die Udo, die haben sich sehr leicht dampfer. Und heute freuen sich wirken sie, dass die hier gar nicht dorthin. Zu der anderen Kinder nicht. Und überall, wo sie, sperrt sich am so heute hier gar nicht dorthin. Manchmal, dann verteilt er sogar Witze. Oder er lacht. Aber hinter diese Witze, hinter das Lachen versteckt er sich immer. In Wirklichkeit träumt er sich dampfer. Und wenn er an Tüß dacht, Tüß beernt wird immer so sehr lüd. Der schulde du alle so lüd. Mama und Papa schulde so gar unter sich untereinander und zankte manchmal. Und Udo freut sich immer so, kann was du zu tun, dass das anders wird. Vielleicht ist es sogar meine Schuld, aber ich weiß doch nicht. Und heute gerabbelt für so sehr, was kann ich tun, dass das bei uns anders wird? Und auch eine Schuld. Und wer ich hätte, würde die Udo jeden der Teile hier, mit der anderen Kinder töp sein und sich gut fühlen. Und ich würde hier eine Note haben. Weil ich schaue dort rein niemals. Aber wenn ich klar denken will, wenn ich mal anfangen will zu lernen, dann sperrt sich an dazu, wenn sich das Wort Versehen verstehen zu verschaufen. Dann kann er gar nicht denken. Das schafft einfach nicht. Liebe Kind, geht die dort manchmal auch so aus einem von diesen Kindern? Oder vielleicht noch gerade ganz anders? Vielleicht denkst du an irgendwas, was ich hier nicht mal gesagt habe. Alles so eine Sache, wo man fühlt, ich hier nicht dort, ich sie nicht gut genug, und dort, was ich da meint nicht, oder das ist nicht richtig. Alles so eine Sache. Drei Kinder manchmal ran, und dort merkt er, das sehr schwer. Aber weißt du was? Wo sehr Fan sein, wenn so aus der Kinder eine große Person hatte, zu der sie Vertrauen hatte, namens eine da würde gehen und die vertalen. Vielleicht können die Person enthalten. Wenn dort nicht Mama und Papa würde sein, dann würde es vielleicht wer anderes sein. Und falls du keine so eine Person kannst, dann gibt es doch noch einen Freund, der die rein Amateur hast. Je weiter all wäre es, nicht? Was Jesus in das Buch, in der Bibel, ist ganz viel von Jesus vertalt. Und Jesus sagt hier auch was anderes zu all seinen Kindern, was sich manchmal dumm verkommen oder falsch fühlen. Dort, weil wir uns von der Säure machen, was hier sagt. Wollt ihr, was hier in der Bibel sagt, zu seinen Kindern dort? Und zu allen Kindern und zu allen Menschen, du sagst dir, liebe Kinder, du bist kostbar, du bist geläuft und du bist wertvoll. Dort, wo die Menschen über die sagen, haft wirken mit irgendwas zu tun. Manchmal haft das vielleicht mit uns zu tun, aber wirken nicht mal. Wirken ist sogar eine Lehre, was wie du an uns Beine hand, was wie sie feulen. Und dann sagt Jesus,
Dort mal alles bij mij uitscheren. Schatje hat mal bij Jesus verteld hem dat alles is. Ik kunt hier in die Geschichte vertellen. En dan zegt hij in de Bibel, viele Vers wat van deze drie weer reden, dat u kostbaar, je leeft en wertvoll best. En twee zo'n vers mocht ik van jou verlezen. Einer staat in Jeremia, Kapitel 31, Vers 3. En daar zegt dat zo. Ik had die nog immer en immer lieb gehad. En du bist kostbaar voor mij. Wertvoll. En in mijn ogen bist du wertvoll. Dat zegt hij te ons allen. En dat zegt hij te alle kinderen. Haft reiner door met te doen, waar du die gerne feilst. Hier, wo du immer feilen, das ist ein Buch. Und das du manchmal dreht. Dort sind Völker Lehe, wie der wir diese drei wird bleiben und an uns sehr anprägen. Dann gibt es noch ein Vers, das ist in Jeremia Kapitel 31 Vers. Den habe ich all gesagt, ja. Dann hast du noch einer in Jesaja Kapitel 28 Vers 16. Nu wo je mich halbe tjenja. Hat ich den Krieg von wertvoll und kostbar gesagt, ja? Dann gibt es noch den Vers, das ist doch Jeremia. 31, Vers 3. Ich habe die immer lieb gehabt. Deswegen habe ich die auch nicht mehr getrokken. Bloß uit Leib, bloß wenn ich die sehr gut sehe. Und du darfst mein Kind sein. Und du darfst sie dort von der ganz deep anprägen. Leuwe Kind. Und dann auf die Hierbahn setzt, oder als du irgendwo nächstens unter wen harsche wurst. Du bist bei Jesus kostbar. Er hat die sehr lieb. Und du bist wertvoll. Das ist die Wahrheit. Das andere, was vielleicht an die Beine ist, das ist eine Liebe. Und dort, weil wir Jesus nicht früher auf der Rüt nimmt. Lieber Jesus, danke, dass wir für die wertvoll, kostbar sind und dass du uns läufst. Und wenn an irgendein Kind eine andere Botschaft bene ist, dann tust du von dir dass das Kind sich hier läuft voll, wertvoll und kostbar. In Jesus Namen. Amen. Das ist Gott, der uns Menschen sitten und so viel Wert gibt, die kleinen Kinder und die großen Kinder, alle Menschen, dem der wir wieder singen, wie der wir einmal sagen, wie treu er ist und damit erinnern wir uns selbst daran, dass Gott seine Meinung über uns Menschen nicht verändert hat. Gott ist so groß und er ist so treu. Der nächste Leute ist ganz einfach und wir singen das einmal mit einer Strophe daher, mit der zweiten, ich habe gleich alle mitsingen. Så grøt best du, en vi synger for du regirst allen tid, Gott så grøt best Gott så stort best du, en vi synger for du regierst allen tid, Gott zerstört bist du. Gott ist so schein. Gott zerschein bist du. Und wir singen für dich. Du regierst allen tid, Gott zerschein. Kämpft med en tru, Gott sei trü, bist du, en vi singen för dig. Du regierst allen tid, Gott sei trü, bist du.
groot best bless du en wie zijn je verdient. Dure je stolen tijd, God ze groot best.
zoveel dank wie dir, Jesus, dass du treu bist. Und dass du dort stehst, was du uns sagst. Du läufst uns, du sitzt uns und du merkst uns gereicht und wertvoll. Und wir bekennen von dir, dass wir so viel selbst du sind, wo wir uns möchten, du handstellen als uns einraden. Und wir sagen, merkt ihr uns heute nur ab, dass wir auf diesem Grund, auf dein Wort wirklich bauen können, dass wir die Wahrheit, was in dein Wort ist, wirklich vorte können. Herr Jesus, berühre du uns. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Hallo, das ist al gesagt, ich bin Oskar Niefeld. En ik mocht met je te beden en ik prediken. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese Gelegenheit und für den kostbaren Wort, das du uns gegeben hast und für den Heiligen Geist, der zu uns heute redet. Ich bitte dir für alle Janse, die ein empfindliches Gemüt haben, die leicht beängstigt wurden und die Wort verkündigt wird, dass du ihre heute Frieden gibst, dass sie nicht beängstigt wurden. Und ich bitte dir für uns alle, dass wir möchten unsere Worte dort hier, wo den Heiligen Geist uns von der zu sein hat, jeder für sich persönlich in seinem Wort dort vernehmen möchte. In Jesus' Namen, Amen. Du hast vielleicht auch mal den Namen Corrie ten Boom gehört oder gelesen. Der Name kommt zweimal wofür, wenn man was lesen darf, dann steht in ja gewisse Sätze geschrieben. Corrie ten Boom war eine Frau in Holland. Sie lebte die Zeit vom Zweiten Weltkrieg in Oktober. Sie war noch nicht mehr ganz jung. Sie lebt mit ihrer Schwester Betsy und mit ihrem Vater, der all Witwer war. Und sie hat es geschafft. Der Vater hat eine Uhr geschafft und das Bett frühes, Leben frühes, der arbeitet in dem Vater sie geschafft. Und zu der Zeit aus dem Zweiten Weltkrieg Hitler die Juden verfolgte, da diese Familie Juden verfolgte Juden abnehmen in ihr Haus und die verstärkte und die halbe, dass sie in die Freiheit ankommen. Dass sie nicht angebracht wurden. Das war natürlich straflich unter Hitler seine Regierung. Und sie kriegen auch ihre Strafe. Eines Tages war das offenbar und sie entdeckt, dass sie durch Juden verstärkt wurden. Und sie kommen alle in Gefangenschaft an. Der Öller Vater starb dann nur etlich der in Gefangenschaft. Und Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy kommen in ein Konzentrationslager an, wo sie sehr schwer arbeiten musste und auch leiden musste. Eines Tages, als die Bütte auf dem Fleck ihrer Bütte arbeiten musste, ward Betsy sehr verprügelt von einem von den Abseiners in dem Gefangenenlager. Und Corrie muss das mit ansehen. Und als die alle vorbei wieder, dann ging Corrie hin und wollte ihre Schwester trösten und helfen. Und natürlich wird sie sehr abgebracht und vielleicht auch doll. Und dann sagt Betsy zu ihr, kein Hass. Kein Hass. Betsy lebt all mit der Einstellung von Vergebung, von Fairness. Nicht ich warte, was passiert wird, sondern von Fairness all damit leben. Ich will vergeben, ich will verzeihen, was immer kommt. Mit der Einstellung lebt sie. Du bist ja wieder mit dem Thema von Vergebung von dir. In Epheser Kapitel 4, Vers 32, da steht in dem Vers so geschrieben. Seid über jeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, kriegt so aus Gott jünd verzeiht haft in Christus. So, wenn wir alle freundlich sind und Erbarmen haben miteinander, dort schafft all ziemlich gut, wenn man sich gegenseitig gut versteht. Wir untereinander würden wahrscheinlich alle nicht Probleme haben damit, freundlich miteinander zu sein und auch barmherzig zu sein. Aber da steht noch geschrieben, und verzeiht jemand untereinander, kriegt es Gott jünd verzeiht haft in Christus. Ja, wenn man jemand verzeihen muss, dann ist da was Schlimmes passiert. Wenn es nur Schlimmes passiert, das braucht man nicht verzeihen. Und wenn da was Schlimmes passiert, das wird dann verzeihen, erst willkommen und dann freundlich und barmherzig sein. Dann gehört das auch nicht. Wir sind ja von klein ab gelehrt worden, wenn die wer um Verzeihung fragt, dann sagst du ja. Du hast gut lange diskutiert, das ist einfach der Antwort ist ja. Da habe ich doch von klein ab so gelehrt. Wirst du mir das verzeihen? Ja. Aber was ist, wenn die Hort nach Berne schreckt? Nee, ich sehe noch nicht so weit. Dort noch fehlte, weil was mir getan hat. Ich will noch nicht verzeihen. Den Verstand sagt, ja, ich mag ja sein, da habe ich so gelehrt von klein ab. Aber den Hort sagt, nee, noch so lang nicht. Ich sehe noch nicht so weit. Was tun wir dann? Was kann du behalten, dass du dann doch verzeihen kannst?
So ist die Bibel hier abfordert. Verzehrt jent untereinander, so als Gott jent in Christus verzehrt haft. Du wirst ohne Wenn und Aber. Da sagt die Bibel, wenn du bekennst, dann hast du Vergebung. Du hast keine Diskussion. Überhaupt keine Diskussion. Wir haben in der Bibel ein Beispiel von einem Mann, der verzeihen deut. Und was genug Gelegenheit hat zum Verzeihen. Wirklich genug Gelegenheit. Der wird wirklich schlecht behandelt. Das wie Josef im Alten Testament. Josef wird der Sohn von Jakob, der 12 Jungs hat. Josef wird ein von den Jüngsten, der 2 Jüngsten. Und er wird ein Liebling bei seinem Vater. Er kriegt ein besonderes Kleid, besondere Kleidung. Er wird bevorzugt, er wird fehlgetragen für die anderen Jungs. Und die anderen Jungs sagen dort. Und den euer dort all. Den euer dort so sei, der will dem Josef nicht mehr freundlich begreifen. So verhasst wird es ab dem. Einerseits wie Josef sei geleift von seinem Vater. Aber auf der anderen Seite von seinen Brüdern so verhasst. Sein Vater verwarnt ihn. Und wenn er bei seinen Brüdern wird, der verachtet ihn. Und dann wird eines Tages, als er 17 Jahre alt wird, schickt der Vater an, Josef, da hat in sich und dann die Brüder Freiheit. Und der wurde dann der und welche Wache, was dann mit der Feier hat unterwegs wird, der kommen nicht jeder Tag hier und hilft mit dem Feier. Und dann sagt Jakob, gut, check mal auf alles in Ordnung hast du. Dann kommst du 3 und sagst mir, wer da steht. Gut, Josef geht los. Und ich kann nicht die Geschichte, das aber du erst dann in sich im Sende Jungs nicht mehr, sind wieder getrocknet und dann geht er daheim, wo die sind. Und dann fingen sie am durch, seine Arm durchkommen. Und dann grieb es am, take am das schmacke Kleid, was vor am gegift hat vom Körper und schmied am in den Laden Baum dann, was dreich ist. Für sie bekommen oder nicht, aber wenn mindestens nicht geklebt. Na, was wollen die denn mit dem Jungen? Verkeipen. Aus Sklav verkeipen, nur Ägypten. Sie haben Gott löst und dann haben nicht mehr Pharisäer. Brücken uns nicht mehr eure über dem, was sich so schnodderig benimmt. Seine Träume, die uns verteilt hat, wird heute wohl graut sein. Und wie wurde uns verambien? Nee, das kann nicht aufheben. Dann war ich wieder. Dann kommt er nach Ägypten und wurde verkauft als Sklaven. Ich habe eine Potiphar sein Haus und da ist er wieder beleift. Da ist er wieder, und ihr gehört, Gemeinschaft. Der Meer am Dur. Aber dann ist die Sache mit dem Potiphar seine Früh utbreitet und da ihr dann einmal in Janke haft mit diesem Schmuck in Josef, dem Silzer Fan, und dann leicht es los ab am dem, weil sie haben. Aber er lässt sich nicht drauf an. Und wird falsch bestraft, in Gefängnis geschmissen. Du auch war er lebte sehen und was war er Gott an seine von dem Gefängniswärter. Einmal war das ab und Dol, ja? Ab und Dol. Und dann, als er dann dem einen, ein paar sogar, einen Traum utleidet, und einer wird dann mit dem Gefängnis weggelottet und drehen sie ihn um, dann gesagt, bin ich nicht, dann sage ich danach zu dem, überdenk doch an mich, wenn du da drehen den um bist. Hol mich dann hier rüt, da hast du dann Einfluss beim König, und hol mich dann hier rüt, ich will hier weg. Nach 2 Jahren musst du das sagen, in ein Wort, der hat mich verjährt. Das wurde mir genug haben, nicht? Der Mensch, der hat genug Gelegenheit gehabt, viel Enttäuschung und Bitterkeit anzustecken, abzufrieden, wenn er halt wollte, der Josef. Aber er deit nicht. Er deit nicht. Wir fingen nur her, als er erst zur Macht kam und Gelegenheit hat, sich aufzureichen, was er halt wollte. Kein Rachegedanke, kein Hass. Er lebt mit der Einstellung von Vergebung. Aber wo ging das? Denkt mal, als er an die Macht dann kommt, dann eines Tages, das wäre so wie wir. Er hat dann können sagen, so, da im Nuberland, da sind noch 11 Jungs, 10 Jungs, mit denen hat eine Rechnung zu beglicken. Weil man anspannen, mal Handfuhren, ich muss noch ungeredet mit den Jungs da. Die sollen dort nicht mal schmecken. Nee, da nicht. Da nicht. Er konnte sich die Brüder aufrechnen. Er deit nicht. Er konnte sagen, wo ist Potiphar und seine Frau? Die hat noch was mit mir reinzumerken. Die Frau besonders. Die wo ich das nicht mal wissen, was ist. Leider nicht. Er hat keine so eine Rachegedanke. Er hat den Mund schenkt, was er nur 2 Jahre hat verjährt und sagt, hier Leute. Nee, da wird nichts aufzurechnen, nichts aufzurechnen. Er hat Vergebung in seinem Hort. Er hat nicht Bitterkeit. Aber wo kommt das? Ich glaube, er hat mit seiner Einstellung zu tun, mit was er lebt. Wir finden dort in 1. Mose 37 und wieder ist die Geschichte von Josef. In 1. Mose Kapitel 44 sagt Josef so, Gott hat mich hergeschickt, am Leben zu raten. So ist das nicht seine.
Ne, er soll eine Zeit lang drehen was, ein Hungersnot, und da wird noch eine Zeit lang sein, das erstens völlig gesagt wurde, Gott hat mich hergestellt, zum Leben rade. Er sagt das mal einmal, dass wir Gottes Wort, was hier passiert, dass heute angekommen wird. Dass wir nicht aliens, was passiert, dass wir nicht, dass die Jungs Saddam was wir da am der Hand geschickt haben und verkauft haben. Dass wir natürlich ab dem Wahrheit passiert, aber dass wir nicht, das Einzige, was da passiert wird, dass wir Gottes Aufsicht, dass durch wir. Gott hat das so geführt, dass wir eine Sache zwischen Arm und Gott, nicht zwischen Arm und seine Brüder und zwischen Arm und Potiphar und wer immer damit verwickelt wird und all das Dumme, was am angetan hatte. Dass wir eine Sache zwischen Arm und Gott. Gott hat das alles so geführt. Der hat natürlich die Umstände so gebrückt, aber der hat das nicht immer, musste es dort, denn Gott hat einen anderen Weg finden können. Aber durch all diese Umstände, was da wäre, hat Gott noch alles zu Wort Geld gebracht. Gott hat ihm vorabgeschickt. In Bezug auf seine Rache, die fingen nachher aus seine Brüder gekommen sind, und er sich offenbart hat, den dann gesagt hat, und ihr Throne, hörst du mal, Junges, eit sie Josef, lebt mein Vater noch. Das will ich weiter. Und dann hat die Jungs Angst. Was wird nu geben? Dem habe ich hier an verkauft, nu kommt das dicke eng. Nu wird er uns ein Euro haben. Nee. Josef sagt, wer sie eigentlich dann dort eigentlich nicht verzeihen würde. Sie eigentlich vielleicht Gott? Nee. Eigentlich sie nicht Gott und eigentlich sie und nicht der Ganze, wer nicht verzeihen würde. Das gehört sich nicht, denn Gott hat mich hergeschickt. Das sind nicht je was. Je hatte damit in sein mit mir. Je hatte damit Aufsichte. Aber Gott hat was auch nicht gehabt. Und im Psalm 105, Vers 17 bis 19, da fängt wie, kijk das, dass Gott dem Josef vorabgeschickt hat. Der will da was reinmerken. Und dann sagt er da, und Gott läuterte Josef durch den Ausspruch seines Mundes. Durch dort, was Gott sieht, möchte Josef rennen. Na, von wo dann rennen? Vielleicht von seinem Stolz, wo der Tüß hat, dass er mit Papa wie ein Liebling wird? Vielleicht wird er ein bisschen arrogant, ein bisschen stolz, ein bisschen hochnäsig. Und Gott möchte rennen davon. Du möchtest herreit wie ein brückbarer Bereitschaft für den Hungersnot, was in Ägypten sein wurde, in der ganzen Welt, in der Gegend, wo wir. Josef, glaube ich, lebt mit der Einstellung, ich kicke auf Gott. Er ist mein Radar. In Jesaja 44, Vers 22 steht, wann nur mir alle Welt, da wo ich geraten wurde. Oder wir können auch immer sagen, kickt auf mich, sagt Gott. Dort ist Lothar geschrieben worden, nur diesem Josef seine Geschichte. Aber ich glaube, Josef lebt dann auch mit der Einstellung. Ob Gott kicke, er ist mein Radar. Und wenn Gott das ist, was das Ländchen, was ich hier nur erlebe, dann ist das nicht eine Sache zwischen mir und meinen Brüdern. Dann ist das eine Sache zwischen mir und Gott. Hier wird gehandelt. Und wer sieht eigentlich dann, dass ich meine Brüder das nur drauf wird, was hier passiert ist. Oder auch mit dem Beispiel von 4. Mose 21, wo die Schlange in der Wüste wäre. Das Volk Israel wie unterfrieden war. Da wie auch noch nur Josef seine Geschichte. Aber das ist ein gutes Beispiel für das, ab Gott kicke. Die Schlange wird in der Wüste und beitet den Menschen und dann sieht Gott zu Mose, häng mal eine eiserne Schlange auf dem Stock und alle mit der Hand kicken, da wurde geraten worden und die gebeten sind. Da wurde nicht gestorben. Naja, wenn du dir vorstellst, du wirst von der Schlange gebeten sein und du wirst dann so denken, na, die Schlange, die hat mir dann noch schon mal, was hat sie in der Hand kicken? Nee, da wirst du gar nicht Hand kicken, weil wenn du kein Glaube dann hast. Aber wenn du die Hand kickst, dann glaubst du, dass das halten wird. Das ist das Bild für, ab Gott kicken. Wann ich mir in Gott zuwende und ab am Kirche da nur help, dann rechne ich mit, dass was passieren wird. Das wird Josef seine Einstellung. Ich kicke auf Gott, er wird mir helfen, das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Wo ist das dann nu, trägt diesem Vers in Epheser 4, Vers 32, verzeiht untereinander, so als Gott ihn verzeiht hat in Christus. Wenn die, was damit angetan worden ist, wirklich eine Beleidigung, eine Sache, was die Säuer genügt in dem Gemüt, in dem Hort, die nicht gefallen. Und die wird gelehrt, die soll sagen, ja, wenn die Verzeihung gefragt wird. Die soll sogar verzeihen, Eier, die gefragt wird. Aber die Hort kann nach sehr lang nicht verzeihen, wenn es der fehlte, Säuer beleidigt ist. Was dann?
Die Sache ist passiert, dass eine Tod gedonnen wurde, man hat die beleidigt. Dort jaft bei die Gefeile, dass es bei Josef auch Gefeile gab. Josef wird furchtbare Gefeile uitgehouden haben. Dann du im Barm, und beweich nur Ägypten, und am Sklavenhandel, du öffentlich stonden, und so wird bei für diesen Sklaven. Der wird furchtbare Gefeile, die ich gemerkt habe. Euer, und Wut, und Beschämung, und Vertwiefelung, und weit, was alles, was ich gemerkt habe. Und so merkst du vielleicht auch dich, wenn die beleidigt worden ist. Wenn jemand die Wort wirklich damit getan hat. Dann hast du vielleicht Wut in die einer Stadt. Und Euer, und Vertwiefelung, Bitterkeit, und weit, was alles für negative Gefeile sind, die Beine. Dort hat man den Tod getan, was die getan worden ist. Was man die angetan hat. Aber da ist noch jemand, der das getan hat. Du bist ein Täter, einer, was die beleidigt hat. Nicht bloß der Tod ist du. Jemand hat die vielleicht in der Babak geheft. Gut, dort ist passiert, und das jeft euer bei die. Aber dann ist noch der Janse, zu wem der Hund gehielt, wer die geheft hat. Was mit dem dann? Du hast Hass. Das ist nicht bloß euer in Beleidigung, du hast dann Hass. Und richtig Wut manchmal. Vielleicht auch Verurteilung. Ist da wirklich eine Sache zwischen dir und dem Täter? Die Beleidigung, was die passiert ist? Oder ist es eine Sache zwischen dir und Gott, was du mit Gott handeln musst? Der Mensch verzeihe, was die beleidigt hat. Ist dort eine Sache, was du zwischen dir und dem handeln musst? Oder musst du dort mit Gott klar kriegen? Ich glaube, du musst auf Gott kicken und sagen, mit Gott klar kriegen. Wenn der Täter kann deine Gefeile nicht heilen. Da wer die auf der Bag gekillt hat, der Bag, der wird noch heilen, der wird noch hier mit weiter. Und wenn ein Themenlager ist, der wird noch erfasst worden. Aber den Hort, dort der zu sein Wei. Und dort kann der Mensch nicht reilen, da kann der nicht heilen. Der wird getan hat. Dort kann man bloß Gott dienen. Man bloß Jesus Christus kann das Hort heilen, wenn er zu sein verletzt ist. Du, wenn es eine Sache zwischen dir und Gott. Kickst du ab Gott, wenn du beleidigt bist? Oder kickst du ab dem Täter, der dir angetan hat? Psalm 121, Vers 1 und 2 sagt dort, und das ist ziemlich bekannte Vers, glaube ich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ja, die auch so, ich kick, da bei der Boy, wo wird endlich noch meine Halb herkommen? Meine Halb kommt von Gott. Nicht von den Menschen, die mich beleidigt haben. Gott ist der Ganze, der mich heute heilen lässt. Oder Psalm 147, Vers 3. Gott heilt die, was verbrochene Horte sind, ihre Hand. Und er verbindet ihre Wunde. Ja, wie dann irgendwann, wo ein schlimmes Hand ins Wand geschnitten Hand und Finger, dann wird das verbunden, bewickelt. Gott verbindet die Wunde von den Hort. Und er heilt den Hort, wenn das verbrochen ist. Das ist eine Sache zwischen die und Gott. Und Gott kann die Würde wiederherstellen und die bessere Pfeile in Leib verwandeln. Wirklich in Leib verwandeln, dass der Mensch, der das angetan hat, wirklich in Leib kannst. Wo ist dann nicht verzeihen? Oder was ist nicht verzeihen? Wo kannst du damit umgehen? Wenn du dann das Geld heute das, was der andere getan hat, das ist nicht verzeihen. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich habe ja das nicht verursachen. Ich sehe vielleicht selbst Schuld daran, dass er mir in der Back geheft hat. Du musst das noch nicht verzeihen. Du musst redest dir bloß an, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm wird. Aber der Wunde nicht hat es immer noch durch. Oder wenn du ignorierst das und sagst, ist nicht so schlimm, wir wollen nicht mehr davon reden. Weil wir mal in ihrem Teppich noch nicht fehlen, dann sind keine das. Lass mal Tödheit, nicht davon reden, dann wird es besser werden mit der Zeit, wird es groß überwachsen. Oder wenn du den Mensch entschuldigst, das, was die dort angetan haben, und sagst, du wisst ja nicht besser. Kann ich nicht nur drauf, du wisst ja nicht besser. Die haben nicht gewusst, wie mit heute ging in dem Moment. Oder das Verjährte, einfach davon Verjährte. Schafft nicht. Dort alles heilt den Hort nicht. Und verzeihe, es auch nicht fürs Vertrühe. Wenn jemand die beleidigt hat, in den Vertrühe gebrochen hat. Dort meint noch nicht, dass du den Fuß vertrühe musst. Aber verzeihe ist eine andere Sache als Vertrühe. Was hilft dann eigentlich, wenn du verzeihe wirst? Eins ist, erkenne, dass du verletzt bist. Das tust du nicht. Nicht verdrängen und sagen, na, ist nicht so schlimm, oder jemand soll wegkommen, das haben wir nicht davon reden. Nee, das erkenne, du bist verletzt, handkicke, wo der das war.
En ook ruhig moet drüber treurig sein. Wirklich drüber treurig sein, dass ich so dumm behandelt wurde, dass er mich so beleidigt hat. Da brauchst du ihm nicht immer Verdanis hören. Aber bei die klar haben, dass erst wirklich was passiert und das hat bei so einer Weihe tun. Das täuscht tun, das erkennen. Dann ist auch bei Numen an. Was der Josef, was die Brüder bei ihm wäre, er sagt, ganz klar, je hat er damit im Sinn mit mir. Er hat bei Numen. Da braucht man nicht immer dem Täter Verdanis schmieden oder dem sagen, aber in jedem Wort Gottes ist es wichtig, dass er beim Numen an ist, das ist mir passiert. Das ist mir angetan worden. Dass man das klar hat bei sich. Dass man das nicht verdrängen, verschieben und weichschieben das. Und dann, der nächste Schritt ist die Schuld erloten. Die Schuld erloten. Das meint, utrechtlich für Gott, für Jesus Christus sagen, dem, was mir das angetan hat, dem verzeih ich das nu im Namen Jesus und ich lotet los. Der ist mir nicht mehr schuldig in dieser Sache. Wir dann erfahren den Fehler, dass wir dann im Gebet sagen, ich möchte verzeihen. Das ist immer bloß möchte. Wichtig ist, dass das richtig formuliert ist. Dass werde ich für Gott aussprechen, ich lotet nu los. Ich verzeihe dem nu. Und die Schuld ist nu aufgewascht. Der gestrickt. Der ist mir nicht mehr schuldig. Ich traue dem nicht mehr nu. Für das, was er mir getan hat. Und dann lässt du dem Täter Gott übergeben. Und sage, Gott, das ist deine Sache. Was du mit dem tun wirst, wenn du dem sehen wirst, wenn du dem was belieren wirst, das ist deine Sache. Ich höre mich da raus. Das ist aufgehört für mich. Und dann hirscht ab mit die selbst und andere daran erinnern, was er getan hat. Die immer waren selbst denken halten, nee, aber das wäre furchtbar schlimm, was er mir angetan hat. Nee, muss nicht immer daran denken. Und dann sehen dem Freund, dem Täter, der was dir angetan hat. Hier eine Geschichte von einem Prediger, ein älterer Mann, der hat in jüngeren Jahren ein paar Onkels, was er gut leiden können. Der hat bestimmt was getan, das hat er nicht leiden können. Hat nicht erwähnt, was das wäre, aber er konnte nicht leiden. Und dann kriegt er Schwierigkeiten, wenn er das Vater unser Gebet betet. Dann kommt, was da steht, wo das heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie wir, ne, aber die Onkels, ne, schafft nicht. Können nicht beten, die können nicht verzeihen. Und dann wird er an, du musst das Wort mit ändern. Dann fängt er an, für die Menschen zu beten, für die Onkels. Aber wie betet man für seine Menschen, wo man nicht leiden kann? Dann muss man doch beten, da Gott verändert er doch mal, nicht? Nee, nicht bis es dort, sondern die Bibel sagt, sehen die, was die damit tun. Also betest du für die Menschen, kriegst du ein Sehen, als du für die selbst betest. Das tut er dann auch. Er fängt an, für diese Onkels zu beten, als er für sich selbst Sehen erbeten. Und Gott hier doch ab und sehen die Onkels auch, und Gott tut noch mehr. Gott verändert sein eines Hort, und Gott verändert auch das Hort von den Onkels. So dass eines der aus einer Versöhnung stattfinden kann. Das ist Sehne, bete für die Menschen, die beleidigen, und die Sehne. Wenn du dort bist, dann kann Gott an dem Täter arbeiten. Wenn du dem festhältst mit Schuld, du bist mich schuldig, wo wird Gott noch Rühm haben, an dem zu arbeiten? Du hast dem in deine Hände. Aber wenn du dem loslässt und Gott übergibst, dann kann Gott an dem arbeiten. Dann brauchst du nicht mehr versichern. Und du bist frei von der Last, wenn du verzeiht hast. Wenn du wirklich auf dein Ort loslassen lässt. Und deine Beziehung zu Gott kann gedeihen, wenn du verzeiht hast. Und du brauchst nicht mehr ständig das Gift trinken, was dem Täter krank machen soll oder anbringen soll. Wenn es nicht verzeiht, erst das, wenn man Gift trinkt, was dem Täter schaden soll. Weil wir beten. Jesus, danke für deine Vergebung, dass wir in die Vergebung haben für all unsere Sünde. Die große Menge von unbezahlbarer Schuld. Von unserer Seite war es unbezahlbar. Aber für die wird es möglich. Du wirst sündlos und du hast das alles bezahlt. So halb auch uns, dass wir lernen von dir, so zu verzeihen und schuldlos zu lassen. Und nicht nur zu trauen. Dass wir Frieden haben in unserer Horte und Frieden untereinander. In Jesus' Namen. Amen.
träd von dir. Merk mig helig, merk min hart, Guds ren. Nimm bort mig träd från dir. Döp mig, fyr från önskan. Nådig förlant min hand. Merk mig ren, helig. Dig allein väl døgnet. Merk mig ren, helig. Dig allein väl døgnet, og Jesus, in dinen bælende. Merk mig ren. Merk mig ren, helig. Dig allein väl døgnet. Merk mig ren, helig. Dig allein väl døgnet, og Jesus, in dinen bælende. Ja, Jesus, du ist kein Freund, wo uns reinmerken kann. Und du wegen singen wie die dort nicht noch te. Dankeschön, Jesus. Du ist kein Freund, so treu aus Jesus, wo uns reinmerken kann.